Endlich ist es soweit und wir können uns Kapitel 14 hier bei Tales of Xillia 2 widmen. The land of Canaan has appeared in the sky. I cannot say I anticipated that. It was there, but it wasn't. Origin must have used the power of the void to seal it away. So that's the single place among all dimensions where the cycle of reincarnation occurs. And I guess that would make it the Prime Dimension's divergence catalyst. It looks like there's an embryo inside of it. Is that the Great Spirit Origin? No, that is the soul purification system itself. Origin should be found within it. Why does it look like a baby? That's a fine question. I suppose we'll have to ask Origin. Well, I'm just relieved that we won't be fighting it. We will, if we must. You must be joking. Do not worry. I fully understand its significance. We will not destroy it. He's confident we could beat it. I guess we should be thankful these two are on our side. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ein Kampf gegen Origin. Na gut, wir haben es bei anderen Spielen auch schon geschafft, war Origin Platz zu machen. Von dem her, Max haben wir auch Plaque gekriegt von einem Jahr, sag ich jetzt mal, war bei Tales of Xillia 1. Kronos hätten wir auch beinahe besiegt, also wird wohl Origin auch machbar sein, wenn es halt sein muss. Na, hoff's mal nicht. Gut, Leute, ja, machen wir weiter, war Lock of Lockig, denn hier geht's eigentlich auch. Moment, bin ich ein bisschen falsch. Ich bin nicht ganz richtig, wenn so Spyros AG, genau. Fast vergessen, wir haben jetzt im letzten Part noch die restlichen Charakterquests gemacht, bis hierhin, nicht wahr? Man sieht es hier, es ist nichts mehr übrig. Sprich, kein Ausrufezeichen mehr. Wir haben auch alle Orte mittlerweile bereits zumindest mal betreten, nicht wahr? Also ist da auch schon ein großes Stück weiter. Vom Anzahl Galt sind wir sogar so weit, dass wir bereits die nächsten Schulden abbezahlen könnten. Also mittlerweile Geldsorgen, nö, gar keine da. Was natürlich ein großer Hinweis ist zum Ende des Spieles hin. Okay, des Weiteren habe ich jetzt noch so gemacht. Ich habe zum einen, glaube ich, das Team aber bereits im letzten Part schon mal gezeigt, am Ende, so etwa. Ich habe es noch so gemacht, ich habe bei allen unseren Charakteren die Fertigkeit noch angepasst. Jo, das heißt, die meisten müssen jetzt eigentlich den Special Move drauf haben. Für die, ja, hier, sprich die mystische Arte, müssen jetzt eigentlich alle drauf haben. Ich hoffe es zumindest, da habe ich einen noch nicht machen können. Elise habe ich ja auch schon, Gaius hat ja schon länger, Elvin auch schon länger. Ja, also meistens bereit sind, sonst aber einfach mal irgendwo noch ein paar Dinge verteilt, zum Beispiel hier oben. Stärke mehr, Wähligkeit, etc. etc. Einfach sowas noch gemacht, ohne dass es groß etwas Besonderes war. So, dazu alle Kugeln noch verteilt, das kann ich natürlich schnell zum Zeigen. Und zwar nach diesem Muster jetzt mal, wir haben hier die nachtlose Welt, die Sonnenfinsternis für Mila. Der Erde, Licht. Wieso ist eine Sonnenfinsternis Erde dabei? Licht und Dunkel verstehe ich noch, aber Erde. Ja gut, der Planet Erde war, weil der halt, ja gut, das wäre. Okay, wieso nicht, war? Gibt ja kein Mondfragment von dem her. Der Schwarzring bei Jude, Tobensturm bei Elise. Gaius hat nur den Blitzschlag jetzt mal, aber es reicht momentan glaube ich auch. Elvin sogar nur einen ultimativen Gletscher. Muse dafür Blitz und Hagel. Rowan ultimativ fruchtbare Erde und Lea das Ödland. Ja, ich meine klar, vermutlich können sie es so machen, dass zum Beispiel irgendwie eine Strategie aufgeht, dass zum Beispiel Gaius auch 6 haben könnte, 6 Fertigkeiten Arte und Elvin auch 6, Muse dafür ein paar weniger. Aber ich habe es einfach mal so gemacht, weil, ja, ich einfach Bock drauf hatte. Den Grund dafür gab es eigentlich gar nicht. So, was haben wir noch gemacht? Haben Ausrüstung geguckt bei allen. Genau, er hat ein neues Schwert, sprich die versiegelte Unschuld, haben wir irgendwann mal gekriegt, habe es gar nicht richtig mitbekommen. Aber es hat natürlich schon ein bisschen geholfen. Ansonsten seht ihr hier direkt mal die ganzen, ja, Ausrüstung, Kopfschutz, Rüstung, Zubehör, einfach alles Mögliche. Ich bin schwer überlegen, wie gesagt, wir haben nicht genug Geld, ob ich jetzt nicht doch noch, bevor wir jetzt damit Hauptstory weitermachen, noch irgendwas einkaufen sollen, aber andererseits, na, weiß ich nicht. Ja, ich weiß echt nicht, Leute, ich weiß echt nicht. Na gut, gehen wir erstmal nach Triglav, das sowieso, die Umgebung des Spyros AG. Dann können wir uns mal hier mal umgucken, ob wir noch etwas haben. Bin ich bereits? Ja, richtig, glaube schon, wa?
Ne, wir müssen warte mal. Turbolan-Höhenstraße. Perfekt. Höhenstraße, Entschuldigung. Man soll es natürlich korrekt aussprechen. So, gucken wir ganz kurz hier nach, ob es neue Waffen gibt. Ich bezweifle stark, aber naja. Okay, nichts gesagt. Zwillingsschwestern und Kreuze des Südens. Alter, das ist noch besser, als die wir gerade haben. Ja, sorry, wir haben genug Geld, von dem her, das ist kein Problem. Ein Silberschlägel, Alter, da geht natürlich die Köhle flöten. Naja. Giga-Handschuhe, Runenhandschuhe, wisst was, macht überall das Beste. Gewählte. Moment mal, die kennen wir doch. Ah, die kennen wir glaube ich noch aus Tales of Xillia 1, aber Mila. Oder was ist die hier? Da kommt halb ein bisschen bekannt vor. Ja, doch andere Spiele. Okay, ihr seht, ich gebe gerade ein bisschen Geld aus, aber ist kein Problem, wir können sowieso noch ein paar Elite-Monster platt machen, da geht das schon in Ordnung, also von dem her. Alter, was das einfach nur für ein Power-Up ist und wir können uns alles leisten. Ich weiß, ich könnte es jetzt verkaufen, will ich aber extra nicht machen. Weil sonst, ihr seht hier von wegen erst zahlen 90.000, dann wird er wieder kommen, ja, du hast genug Geld, bezahl das gefälligst, aber nee, kein Bock drauf. Alter, sind noch stärker als zuvor. Leg mich doch im Sack. Der Wundergummi fehlt noch ein bisschen, wa? Noch 2, gibt's nicht noch mehr davon? Oh, mal gibt's sicher. Ja, sorry Leute, da habe ich nicht damit gerechnet, dass noch was kommt. Nee, doch nichts. Verdammt. Zubehörladen noch etwas? Ah, nee, war das. Das haben wir soweit auch ganz gut hingekriegt. Das ist jetzt wohl. Zubehörladen, Objektladen. Mir fehlt irgendwie, naja, noch etwas anderes. Nein, ist egal. Okidoki, wir wollen uns BIOS AG, nicht wahr? Dann will man sagen, mit neuen Waffen, nee. Der hat doch Kronos keine Chance mehr. Ich hoffe zumindest. So, das machen wir trotzdem noch. Ich habe gerade Rido gesehen. Den Arsch habe ich sowieso gefressen. Das wird ein geilerer Kampf. Also weit kommt es, hoffe zumindest mal. War irgendein so ein Endfall gegen Rido und gegen Beastly Parkour wird sowieso noch eingeben. Also so viel Erfahrung muss mittlerweile ein Videospieler haben, um das zu erkennen. Oh, Rido, hey, auf den Arsch versohlen, komm schon. Ja, komm schon ans reinhauen, richtig schön. Kapitel 14, Mission erfüllt. Klingt nach Ende, ist aber definitiv noch nicht. Welcome back. Hold your horses. Only authorized personnel past this point. Ihr könnt auch alleine gehen. Kommt ihr mit mir? Ja, bitte. Of course. We didn't come here just to sit in the lobby. Very well. If that's Vice President Kresnik's decision, I will abide by it. Hä? Luger's been made vice president of Spirius? Correct. His promotion is effective immediately. You may use the CEO's office as you see fit, until he returns from his departure. This way. Tja, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich weinen? Promoting Luger to vice president out of the blue. They're up to something. Wow, Mila, du bist richtig intelligent, ey. Das sieht doch jeder Blinde. The CEO has left you a message. Luger, if you're watching this, know that I intend to travel to the land of Canaan and put an end to Origin's trial. This'll be interesting. But not before I tell you the full story. You see, it was all a game. The Fractured Dimensions, Canaan, all of it. Just a giant game. Created by the primordial spirits. Kronos, Maxwell, and Origin. That's right. And they've been playing it ever since humanity figured out Spyrix 2 millennia ago. The three spirits disagreed over whether humans could truly control Spyrix technology or not. So they devised an experiment to reveal mankind's true nature. They wanted to see for themselves if human beings were capable of resisting the temptation of ultimate power.
This was before the schism, you see. Back in the old days when Maxwell still trusted humans. So the Chromatus was a test. Kronos granted the Chromatus to the Kresnik family as a means to measure how well humans can suppress their base desires. If someone reaches the Great Spirit origin before 1 million divergence catalysts appear, mankind passes the test. If no one does, then mankind fails and the spirits leave. That was their pact. But here's the catch. The game was rigged right from the very start. As was passed down, Origin will grant the wish of the first human who comes before him. No human could resist such a prize. It fostered greed amongst the people. As a result, the Kresniks were constantly at war over it. Thanks to all of their bickering, catalysts and fractured dimensions have multiplied like rats. A vast number of people across all the dimensions transformed into catalysts, and as a result, were destroyed. It's likely now that their number is approaching 1 million. The Spirius Corporation was established to put the brakes on this whole disaster. I haven't forgotten the reward I promised. You no longer have to worry about that pesky loan. Now, just leave the rest to me. I will create the world that your generation deserves. Hey, Luger! You're not gonna believe what just happened. The bank president stopped by just now, and guess what? He said that I don't need to bug you about your loan anymore. What? How'd you manage to pull that off? Wait, you're not blackmailing anybody, are you? You verified the reward. Bakor left for the land of Canaan, correct? Yes. He promised to tell us how to get inside. I wasn't informed. All right, if that's how you want to play it, then let me ask you this. How does he plan to make it past Kronos? The Chromatus came from Kronos. Bakor wouldn't be able to use it against him. I don't know. What happened to Elle? Excuse me, I'm running late for a meeting. You know, I'll bet you that the CEO is planning to use Elle to kill Kronos. Director Rideau! I believe our guest's business has concluded here. We're not finished here. Ich fühle mich gerade richtig schön verarscht. Ja, jetzt hol's mir alleine, nicht hol's, oder jetzt mit mir selber quatschen, der sowieso nicht spricht. Hey Link, na wie geht's? Ja, servus dann. Okay, muss irgendwie ein Hinweis sein, ganz ehrlich, das kann man sonst nicht anders vorstellen. Gaius... Oh Mann. Ja, also der Gaius sieht ihm total ähnlich, war. Die Firma, okay. Ja gut, wir sind jetzt Vizedirektor, war. Heißt jetzt wo Bakor nicht da ist, gehört ja alles uns. Theoretisch. Mir gefällt das gar nicht. Was zum Henker ist hier bloß los? Wir kommen langsam wirklich. Ja, aber eines ist noch nicht ganz klar, Leute. Also ich weiß ja, wie gesagt, das erste Ende kann nach Kapitel 15 eintreten. Wir sind jetzt bei Kapitel 14. Ich weiß aber auch, dass zwischen den Kapiteln und der Möglichkeit besteht, die Charakter-Sidequests weiter zu verfolgen. Das Spiel hat insgesamt etwa 16 Kapitel. Also Hauptkapitel zumindest. So viel weiß ich. Also, wie heißt jetzt plötzlich Mission erfüllt und wie soll das Ganze weitergehen, vor allem zwischendurch, wenn wir sowieso den Schulden hinterlassen. Also von dem her, ja, keine Schulden mehr. Das heißt also, ich hätte die Schulden vorher zurückbezahlen müssen, wa? Weil das war also, das Rückte, da konnte ich immer noch weiter bezahlen. Frage mich, wenn irgendwas passiert. Mal angenommen, ich hätte die ganzen Schulden zurückbezahlt, bevor dann Meldung kam, ja, Schulden sind erlassen. Wenn
Denn irgendwas freigeschaltet worden oder sonst irgendwas? Puh. Das ist wirklich eine gute Frage. Was wäre passiert, hätte ich das und das wohl geschafft? Nun gut, also er hat sowieso nicht vor 20 Minuten Schulden und halt von mir aus 19, wie auch immer. Soll zurückzubezahlen, also hätte er sowieso nicht gemacht, von dem her. Runtergefahren, okay, also tiefer unten. Was ist denn hier noch Schönes? Ja, vielleicht noch eine neue Waffe oder so. Geschäftsoutfit. Schicke Frisur, Luca, okay. Bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt. Ah, Ausrüstung, komm schon, Luca. Ja, gut, wieso nicht, wa? Auch nicht gerade das Wahre, aber Geschäftsoutfit können wir mal behalten. Zumindest mal für kurze Zeit. Also halt Vizedirektor und so. Ist auch geil, Mann. Prüfen. Die Kantine. Das andere Verrückte ist, wir haben kaum was geschafft, trotzdem haben wir nur noch 4 Minuten Zeit für den Part. Ja. Was ist überhaupt das Stockwerk? 31 bis 39, ist auch egal. Mal E30 checken. Oh, ist er hier bereits? Jo, hier ist er bereits. Also, Abteilungsleiter Redo, ich bin ein Chef. Also, quatsch mal ein bisschen mit mir. Forgive me for my silly comments back there. How might I help the new vice president? Was hat Parkour mit 11 vor? Sag einfach, was ihr vorhin sagen wolltet. Jo. Sorry, but I'm afraid that is top secret. L was the true key of Kresnik. Origin's power flows through the key. One only comes along every few generations, and the key is the trump card in the trial. As you can imagine, he or she is always at the center of Kresnik's family feuds. The most recent key was the CEO's wife till she was killed. Not that you have any relation to that one. Parkours Radarschlüssel von Kresnik? Was meint ihr damit? I mean exactly what I said. Don't tell me you're ignorant of your own family history. Some vice president you are. To make a long story short, the only way to reach Origin is to defeat Kronos. And the only thing that will defeat Kronos is the power of the Void, which is wielded by the Key of Kresnik. Of course, the power needed to beat Kronos would immediately transform the key into a divergence catalyst, and that's the rub. Oh, please. Don't try to act so high and mighty. You had no qualms at all about using the girl's power willy-nilly. Luger? Damn you! Ah, you must have heard more details from Rideau. He was only supposed to keep you occupied. I'm sorry for tricking you, but please understand. This sacrifice is necessary to make a world purely for humans. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wenn er mal typisch. Ich meine, Kronos will die Welt so erschaffen, dass sie nur für Geister da ist, oder? Und Parkour will die Welt nur für Menschen. Ja, sagen ja, ist eine Opfergabe, natürlich ist sie das, aber es interessiert mich gerade mehr. Yes, you heard correctly. When I finally fulfill Origin's trial, I will wish for all spirits to surrender their will. They will become mankind's loyal tools. What? But do not worry. Their first task will be to eliminate all fractured dimensions. Give me that! Luger, it's me. Elle? I'm gonna fix it all so you don't have to do scary stuff anymore. I'll use my wish to make sure nobody ever has to disappear again. Mr. Bakur says that only I have the power to do that. So don't come after us.
okay? I'm fine, really. I know I broke our promise, so I'm sorry. Forgive me. Elle! I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. Nothing to do now but leave things to the CEO, I suppose. If we go charging in, he'll just use us, just like he's going to use Elle. Shut up! Ja, Rollo, du hast recht. Langsam reißt mir echt die Geduldsfaden, ey, dass die Typen noch immer nur aus einem Sinn abwägen. Ja, entweder das komplett oder das komplett und einen Zwischenweg. Nee, natürlich nicht. Entweder geht das eine oder das andere, aber nicht beides miteinander. Mensch, man kann doch miteinander reden. Also, so. Leute, wir müssen hier leider Pause machen. Es ist bereits einmal Part Ende. Nächsten Part geht es hier weiter. Part 90 bereits. Und dann werde ich mal hoffentlich Bakur einen richtigen schönen Besuch abstatten. Wa? Wir haben hier noch Kapitel 14. Also schätze mal, es wird dann natürlich auch zum Endkampf mit Kronos kommen und alles. Könnte also noch spannend werden. Hat sie noch etwas Neues dabei? Wäre ganz cool. Mischgummi. Also etwas der falsche. Und einen anderen haben. Na egal. Gut, in Wasai. Bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia 2. Auf der Jagd nach Bakur und der Suche nach Elle. Ciao zusammen.